Hallo? Ich glaub, da geht etwas, oder? Oder geht da nix? Ja gut, dann wenn da was geht, dann schaue ich halt auch mal wieder her. War auch nicht das erste Mal die Woche. Morgen beieinander. So, wie schauen wir aus? Mr. Abzug gut zu Fuß, guten Morgen. Mr. Boxer, guten Morgen. Mr. Xenomorph, der aus der Arbeit abfällt. Also wenn's mich fragst, Silvester und Weihnachten arbeiten, Kerl verboten haben. Ja? Mr. Saiching, alles geht, mein Herr. Mein Herr, bin jetzt schon dein Herr. Haben wir aber weit fortgeschritten, was das angeht. Wenn ich jetzt schon dein Herr bin. Ja. Der Tag 365 im Jahr. Wo ist denn die Zeit gekommen? Ich verstehe die Frage nicht. So gefühlt, weiß ich nicht, bin ich vor einem halben Jahr 18 geworden und jetzt gehe ich auf den 30er zu. Aber mei, das hilft nicht. Bin gerade noch ein wenig verscheitelt, weil ich vor einer halben Stunde erst raus bin, aber das soll uns jetzt heute nicht einbremsen. So muss man ja so. Wie geht's eigentlich denn? Alles fit bei euch? Ich gehe mal davon aus, bis auf den Xeno, der tut mir richtig leid, dass der in der Arbeit festhängt. Aber er wird jetzt auch nur einen halben Tag haben dann wahrscheinlich, oder? Bis um 12 Uhr, tippe ich jetzt einmal. Kommt wahrscheinlich jetzt drauf an, wenn er so natürlich Krankenpfleger ist, dann So, was ist jetzt das eigentlich für ein Ding? Alles gut soweit, sehr schön, das hört man gern. Mr. Saiching, wir haben fucking 16 Grad, ich gehe halt Bohnen. Ja, ich bin noch nicht draußen gewesen, aber ich hab schon gelesen, dass das relativ mild sein soll. Also, so an Silvester am Backerweiher chillen war auch mal eine coole Idee eigentlich, oder? Oder in einem Freibad. Das hätte ich irgendwie mal. Das war mal was Neues. Das hätte tatsächlich noch nicht da. Also ich darf es feiern. So, dass man mal so 30 Grad hätte an Silvester. So am Pool chillen mit irgendeinem so einem Cocktail in der Hand. Da die nehmen. Sag ich, wie es ist. Da die am sofort nehmen. Da die nicht lange überlegen. Vor allem vor einem Monat, also im November, hat es bei uns geschneit. Und dann habe ich noch gesagt, ja, heuer kann es echt einmal der erste Winter sein, wo es wirklich Schnee hat. Ja, genau. Jetzt ist gefühlt schon wärmer wie im April. So, auf die Art. Also von Schnee weit und breit keine Spur. Es war eigentlich für einen Mr. Boxer eine Steilvorlage, das Motorrad lauter zum Backen. Ja, wie gesagt, ich war noch nicht draußen, ich weiß nicht, wie es bei uns jetzt ist, aber jetzt haben wir schon 3 oder 4 Leute gesagt, dass es recht warm ist bei einer, wo die herkommen. Also jetzt bei uns schaut es immer nicht anders werden. Entscheidung um kurzes Gewand oder langes Gewand zur Jahreswende kommt um 23 Uhr. Ja, ich tippe jetzt einmal, dass es um 11 Uhr auf die Nacht dann schon wieder ein wenig kälter ist. Ja, also da wird es schon wieder reinfallen unter die 10 Grad. Tippe jetzt einmal. Da wird es dann mit T-Shirt und Hosen wahrscheinlich schon ein wenig zapfig, wenn du mich fragst. Aber gut, das empfindet natürlich jeder anders. Ja? Also ich trage leichte Kleidung dann. Also was heißt leichte Kleidung? Also ein Jogginganzug oder irgendwie sowas. Also ich renne jetzt nicht mit der Unterhosen umeinander. Ja? Nicht, dass das gleich wieder falsch interpretiert wird da. Haben wir schon da Kanistertime, Mrs. Semcrowife, einen wunderschönen guten Morgen. Kanistertime, ja. Ich habe so das Gefühl, dass das heute auf Nacht der Kanistertime wird. und ich bin jetzt, dann haben wir alle Kanisterköpfe. Schau, aber es ist nicht fahrtauglich und in Bearbeitung. Au, Zwick. Die Macht haben die des Kaffeekanisters, ja. Wir haben aktuell 7 Grad, gestern teilweise 17 Grad. Also, es könnt's mir jetzt, weiß ich nicht. 17 Grad im Dezember, das ist zu warm. Ja? Also ich lasse mir es eingehen, wenn es einmal, keine Ahnung, es einmal 8, 9 Grad hat im Dezember. Aber 17 Grad, das hat es bei uns normalerweise erst im Mai. Oder im April. Sagen wir im April hat es teilweise, das haben wir auch schon ein paar schöne Tage. Aber im Dezember 17 Grad, das ist ein bisschen fein.
das ist ein bisschen angefallen. Wann soll denn dann der Winter kommen? Wahrscheinlich verschiebt es jetzt alles. Jetzt haben wir dann zukünftig Sommer von September bis Dezember. Ja, und Winter, dann ist einmal der Herbst von, keine Ahnung, von Januar bis April oder von Januar bis März und von März bis Mai schneit es dann wahrscheinlich irgendwann einmal. Das Einzige, was 17 Grad haben darf, ist im Dezember, ist das Kaltbecken im Saunabereich. Okay, das ist ein Wort, das stimmt. Der Winter kommt an Ostern, ja, wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich genauer so werden. Wenn der App sagt 10 Grad und wenn ich ausschaue, scheint Sonne. Ja, wenn ich ausschaue, sage ich außer mein Rollo gerade nichts, weil wegen der Ausleuchtung, weißt du, wie es ist. Nein, aber vorher im Wohnzimmer, bei uns scheint auf jeden Fall auch die Sonne, aber ich war tatsächlich noch nicht raus. Ich werde mich nach dem Stream noch ins Fitnessstudio begeben, damit das Raclette heute auf die Nacht nicht ganz so einschlägt. Ich meine, das wird zwar effektiv auch keinen Unterschied mehr machen, aber schauen wir mal. Mr. Werb, habe die Ehre. Mir geht's gut. Mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Schauen wir mal. Ja, aber es ist das wieder, das ist einfach komisch geworden jetzt die letzten Jahre eigentlich schon. Aber wenn ich halt dann lese, 17 Grad im Dezember, und das ist jetzt nicht irgendwo im Süden, sage ich jetzt einmal, sondern bei uns in der Naht, dann frage ich mich schon, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so richtig ist. Also ich finde nicht. Raclette gibt's bei dir heute auch. Best Silvesteressen sogar. Also das ist bei uns eigentlich schon Tradition. An Silvester gibt's schon immer Raclette. Ja. Machen wir jetzt so die letzten, wann haben wir letzten Weihnachten Raclette gehabt? Vor 2 Jahren, glaube ich. Da haben wir an Weihnachten auch mal Raclette gemacht, aber da gibt es normalerweise bei uns so bei Würstel. Schweinswürstel mit Sauerkraut. Aber Silvester ist bei uns schon immer Raclette gewesen. Schon immer. Also da weiß ich noch nie was anderes. War in Unterföhring bei Minga die 17 Grad, ja. Das ist 160 Kilometer weg von mir. Oder sagen wir 180 Kilometer. Das ist halt Wahnsinn. Aber gut. Seit Chingwitz des Jahres, was kommt jetzt? Männer in Beziehungen knallen heute nicht nur Böller. Es kommt darauf an, was kanistertechnisch noch am Start ist halt. Wenn's Fake-Kanister haben, dann knall ich halt höchstens mein Bettdeck. Oder mein Bettkissen. Weil so dermaßen aufschlägt, dass es ganz aus ist. Und wenn nicht, dann auch nicht, weil wir bei meinen Schwiegerleuten haben. Wir wollten halt eigentlich länger schlafen, damit wir halt durchhalten. Ja genau, um 6 Uhr waren wir wach. Nein, immerhin 2 Stunden länger geschlafen als normal. Es ist komisch, normalerweise schlafen wir auch, weil bis um eine, ja, wenn wir Urlaub haben, so bis um eine 9. Aber so jetzt, seit ich Urlaub hab, zwischen 7:30 und 8 komme ich auf. Also ich bleib zwar dann noch ein wenig liegen und chill noch so ein wenig und schau ein wenig, ja, im Finstern in der Gegend umeinander und spekuliere ein wenig, was man so da kann an dem Tag. Aber so wirklich richtig ausschlafen bis um eine 9, 10, das kann ich schon lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Entweder weil ich jetzt wirklich langsam alt werde oder... Ja. Nein, also so zwischen 7:30 und 8 greifen wir die meistens aus dem Bett führen. Außer heute. Heute bin ich tatsächlich immer verhältnismäßig lang liegen bleiben. Also ich bin im September geboren. Könnt ihr jetzt interpretieren, wie es mögt. Xeno ist seit 4 auf. Ach du Scheiße, hey. Ja, Press F im Xeno, der heute in der Arbeit ist. Also wirklich, ich hab's vorher schon gesagt. Ich finde, an Silvester und Weihnachten arbeiten, das gehört verboten. Das ist für mich, das ist ein Feiertag, Punkt aus Ende. Das ist kein halber da und kein Dreiviertel da, sondern das ist ein Feiertag. Weil wenn ich das ganze Jahr nicht zusammenbringe, dass ich für Silvester und Weihnachten einkaufe, dann brauche ich es an Weihnachten und Silvester auch wirklich nicht mehr da. Ja, weil das kann ich 1, 2 Tage vorher machen, aber nicht genau an dem Tag. Die Leute haben auch Familie, die wo da arbeiten müssen. Die verstehe ich nicht, dass das nicht einfach als Feiertag zählt wird. Ich weiß es auch nicht. Bis seit 7:30 wach. Ja, so wach effektiv auch seit 7:30, aber aus dem Bett bin ich erst um 7:30. Zum Glück um 11 fertig. Ja gut, dann hast du nur noch eine Stunde. Das ist ja dann noch halbwegs auszuhalten. Aber trotzdem, das ist, wie gesagt, ich bleib bei der Meinung, Silvester und Weihnachten gehört für mich so Arbeiten einfach verboten. Lebensmittel. Ja, warum muss an Weihnachten, da kann man jetzt schon Pulsadern wieder aufgehen. Warum muss man an Weihnachten und an Silvester noch in ein Lebensmittelgeschäft gehen? Ich verstehe das nicht.
haben die Leute so dermaßen unterbelichtet, dass die einen Tag oder 2 Tage davor nicht wissen, dass da ein Feiertag ist und dass da Geschäfte dann zu haben. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich verstehe es bei, keine Ahnung, bei Notdiensten in diverser Art, Feuerwehr, Polizei, Krankendienst und was weiß der Teufel was, die tun mir auch, es tut leid. Ja, aber das hilft halt nicht. Du brauchst ja irgendwen, der wo ein wenig, weißt schon. Aber warum ein fucking Lebensmittelgeschäft? Warum ein fucking Einzelhandel? Was muss der Weihnachten, Silvester da sein? Das kann ich doch 1, 2, 3, wenn es präzise sogar eine Woche davor machen. Ja gut, eine Woche vorher Lebensmittel einkaufen ist vielleicht ein wenig tricky, aber das kann ich doch 1, 2 Tage vorher machen. Ich weiß nicht. Ich der Einzige bin, der wo da so eingestellt ist, aber ich find's sowas traurig. Ganz ehrlich. Ja genau, Wifi. Alles, was nicht kritische Infra ist, gehört zu an Weihnachten und Silvester. Das ist Punkt, da gibt's nichts zum Diskutieren. Das ist... An jedem anderen Feiertag funktioniert es auch, genau so ist es. Wenn heute Ostermontag, Ostersonntag ist, ja, dann muss ich halt auch am Samstag einkaufen. Und nicht, kann man es auch nicht einfach lassen, ja, heute ist eigentlich ein Feiertag, jetzt gehe ich mich geschwind zum Einkaufen, weil ich habe wieder nichts zum Essen. Und wenn es wirklich einer mal nicht zusammenbringt, ja, weil es kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Wenn mal einer krank ist, weißt du, und er lebt allein und kommt nicht aus dem Bett oder was weiß der Teufel, dann gibt es eine Tankstelle. Wenn Gott am 30 geht, dann gebe ich halt einmal 2, 3 Euro mehr aus, aber ich habe was zum Essen und muss nicht die ganzen Leute da belasten, die wo jetzt da im Lebensmittelbereich arbeiten. Aber gut. Oh, Bart im Rage-Modus. Nein, von Rage haben wir noch weit weg, aber das ist einfach so ein Thema, das sage ich schon seit Jahren. Das gehört einfach. Lebensmittelgeschäft, Einzelhandel, das gehört einfach zugemacht an Weihnachten und Silvester. Das Punkt. Da bin ich einfach so. Aber gut. Geht mir genauso lang, das Ausschlafen geht schon lange nicht mehr. Liegt wahrscheinlich an der Dauerfrühschicht. Ja. Wenn du Dauerfrühschicht arbeitest und jeden Tag um 3 aufstehst, dann sagt der innere Uhr spätestens um 5 Uhr, hey, mein Freund, jetzt wird's aber langsam Zeit. Aber warte, ich glaube, der Omikron-Sepp regelt, die werden sich alle noch gewaltig umschauen, weil außer Blätterherin... Ja, das ist das Erste, was morgen aufschlägt. Werdet ihr das sehen? Weil jetzt halt, ich meine, wir reden jetzt nur ganz kurz drüber, ja. Weil es ist ja faszinierend, dass zwischen Weihnachten und jetzt Silvester wieder nichts von Corona herrscht. So, spätestens morgen oder aller spätestens am Sonntag, bam, Omikron-Sepp ist da. Und auf einmal ist wieder das Thema brutal präsent. Merkt euch meine Worte. Ja? Heute noch nicht, gestern nicht, vorgestern nicht, an Weihnachten nicht. Ich habe jetzt die letzten Tage nichts, die letzte Woche kaum was von Corona gehört und das ist gut so. Aber spätestens, sobald der Zeiger auf 2022 steht, bam, dann geht's wieder dahin. Ist das was zum Saufen? Schwarz. Omikron, das neue Bier. Gestern haben wir noch so kurz in die Nachrichten gesehen. Da haben so die beliebtesten Kindernamen von 2021 gekommen. Und das Jahr 2020 oder 2019 war Luca Platz 1. Mittlerweile ist der Name Luca auf Platz 9 wegen der Luca-App. Eigentlich witzig, dass man von Namen abgefuckt ist, nur wegen Corona eigentlich. Also. Egal, wir lassen uns heute im Rahmen der Möglichkeiten gut gehen und machen uns einen schönen Jahreswechsel. Das auf alle Fälle. Also das lassen wir uns auf keinen Fall vermiesen. Da könnt ihr euch sicher sein. So, Freunde, was treiben wir heute? Ja, was wird man schon treiben? Weiter schnitzeln halt. Gestern haben sich alle darauf geeinigt, dass wir God of War Ascension weiterspielen. Vielleicht schaffen wir es heute fertig zum Spielen. Gestern habe ich mal kurzzeitig das Gefühl gehabt, dass wir es wahrscheinlich nicht einmal heute fertig bringen, aber müssen wir schauen. Jetzt nur kurz zur Planung. Ich streame jetzt ungefähr bis um 1 Nachmittag, also 1 Mittag. 1, viel über 1, vielleicht maximal halb 2. Länger nicht, weil ich möchte noch ins Fitnessstudio gehen. So, jetzt wenn wir es, jetzt nur ein Beispiel, God of War Ascension spielen wir jetzt innerhalb von einer Stunde durch. Dann können wir uns überlegen, spielen wir gleich God of War 1 weiter. Das hängt dann natürlich von euch ab. Wenn ihr Bock auf God of War weiterhin habt, dann spielen wir den ersten Teil direkt nach. Oder spielen wir anders Spiel, oder schmatzen wir einfach nur, oder was weiß der Teufel was. Ja? Wenn wir jetzt die Streamzeit natürlich entsprechend ausfüllen können mit God of War Ascension, dann hat sich der Fall ja ohnehin erledigt. Ja? Dann spielen wir natürlich so lange, wie das Spiel halt irgendwie möglich geht. Ja? Nur, dass ihr mal ein wenig Bescheid wisst, wie jetzt so der ungefähre Plan für den heutigen Stream ist. Ja?
Die ist wie Greta, eigentlich ein schöner Name. But how dare you? Jetzt habe ich Kopfkino. Weil das ist eigentlich, ich meine, sie ist ein Kind, okay? Sie ist ein Kind. Und es ist auch okay, dass sie ein Kind ist. Aber dass sie jetzt kann die massiv in ein Fettnäpfchen treten, dass sie da vielleicht der eine oder andere auf Zehen getreten fühlt. Das tut mir dann leid, aber das ist meine Meinung. Dass sie ein Kind ist und noch nicht ganz so viel Ahnung von der Welt hat, wie die läuft, das ist ja völlig okay. Ja? Da mache ich ja überhaupt keinen Vorwurf nicht. Aber dass sie vorn dran steht und die ältere Generation beschimpft von wegen, wir schauen mal nicht aufs Klima und pipapo und wir sind mal verschwenderisch und was weiß der Teufel was, während sie mit Handy, Tablet hantiert, während sie vom Bus in die Schule gefahren wird, ja, während sie wahrscheinlich alle 5-6 Monate einen neuen Kleiderschrank so gefühlt kriegt, da ist ein Restrisiko, weil wenn ich mir jetzt einmal die vergangene Generation anschaue, also sprich meine Eltern, eigene Eltern, da ist nichts weggeworfen worden. Da wenn der Reifverschluss kaputt war, ist ein neuer eingenäht worden. Da wenn eine Hosen zerrissen ist, dann ist die genäht worden. Da war nichts mit ins Geschäft gehen und von wegen neue Jeanshosen kaufen. Nein. Deswegen sage ich einmal, Greta hat dünnes Eis. Vorsicht mit den jungen Pferden, ja? Ist doch auch bloß eine Spielfigur, die ist vermarktet. Ihre Eltern, die luchen sie ins Feichtal, was mit der Geld reingeht. Die ist komplett vermarktet. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Egal, Leute, wir haben jetzt mythologische Kreaturen zusammen, lassen wir es jetzt blüten und reden wir nicht von sehenden Sachen, die uns gerade am Puls in den Tee treiben, okay? Ist dieser Deal? Ich glaube, das ist ein Deal, meine, oder? Mrs. Fichterli, guten Morgen. Auch schon wieder am Start, sehr schön. Was? Abi isoliert seit 24... Hä, was? Ich verstehe die Frage nicht. Seit 24. um einfach mal eine Ruhe zu finden. Nichts mehr mit Nachrichten von der Außenwelt. Ja, gut, wie gesagt, an Weihnachten hast du ohnehin nicht viel, also ich habe jetzt zumindest Weihnachten nicht wirklich viel Zeit gehabt, um Fernsehen zu schauen oder sonst, das war permanent unterwegs, abgesehen davon. Es ist ja auch schön, dass der Ziel hat im Leben, aber die ist halt einfach an die Front gestellt worden. Ich weiß nicht, was das hätte werden sollen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit mit dem blauen Engel und dem grauen Papier. Umweltschutz ist kein neues Thema. Umweltschutz war schon immer ein Thema. Das wird sich auch nie ändern. Das war vor 50 Jahren schon so, das ist heute so und das wird auch in 50 Jahren auch so sein. Also das kannst du nicht wegignorieren. Das ist einfach immer ein Thema. Das ist ja auch gut, dass das immer ein Thema ist. Ja, man muss ja nicht ausreizen, sage ich mal. Ja. Unsere Erde macht halt auch nicht alles einfach bedingungslos mit und das ist ja auch okay so. Aber gut, so. Ja, wo ich her mit den Chaos kriegen, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt der mal Chaos verbreiten, meine ich. So, Spotify, halt die Klappe. So, jetzt müssen wir, da müssen wir meine Controller überhaupt. Der steckt noch an der Wo ist der? Der steckt noch. Der steckt noch am Strom. So. Spiel wird vorbereitet. Ja, das freut mich, dass du das Spiel vorbereitest. Ein ins Viech, ja. Wahrscheinlich nicht nur in eins. Also gestern ist ja auf der Insel, da geht es ja richtig runter. Also da eskaliert es ja komplett. Also was wir mir gestern Gegner verdroschen haben, das passt da schon auf keine Kurhaut mehr. Also gestern, da war nicht viel mit Durchschnaufen. Schauen wir mal, wie es heute wird. Ich glaube, dass es heute nicht besser wird. Ich glaube, dass es eher noch intensiver wird wie gestern. Aber gut, mehr Blut ist mehr gut, habe ich mal gehört. Schauen wir mal. Was treibt es eigentlich heute Abend so? Hat ihr daheim oder, ja gut, fortgehen kannst du ja logischerweise nicht, aber macht ihr privat irgendwie eine kleine Party mit ein paar Leuten oder hat sie allein oder bei Mr. Boxer weiß es? Wie schaut der Enkerplaner so aus heute? Also wir haben ja bei meinen Schwiegerleuten, wie alle Jahre eigentlich, seit ich mit meiner Freundin beieinander bin. Und ja, wird man wahrscheinlich wieder Mario Kart Don't Drink and Drive spielen. Das letztes Jahr massivst eskaliert. Und ja, schauen wir mal, wie ich da morgen bei noch bin. Also, ich spoilere schon mal, morgen wird man keinen Stream machen, ja? Also morgen werde ich wahrscheinlich ein wenig verscheitelt sein und wahrscheinlich 90% vom Chat wird ein wenig verscheitelt sein, ja? Mario Don't Drink and Drive, jopp. War letztes Jahr Fetzengaudi. Seit dann endlich mal daheim feiern, ja.
Ich war noch nie so der Freund an Silvester vorzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schon immer lieber im Freundeskreis, sage ich mal, weil das einfach mehr Gaudi macht. Wir sind daheim, wir machen virtuellen Spieleabend. Ah, wie letztes Jahr? So. Wer feiert auch daheim? Ja, das ist eh das Gescheiter. Das ist eh das Gescheiter. Warst die letzten Jahre immer unterwegs? Okay. Na, Silvester, das ist eher so etwas, das mag ich ja, im engeren Kreis verbringen, sag ich mal. Mit Freunden oder halt mit den Schwiegerleuten. Das war mir eigentlich schon immer das Liebe. Also ich war an Silvester, glaube ich, noch nie wirklich fort. Schande über mein Haupt, aber es ist wirklich so. Ja, nur ohne Stream vorher. Genau, da haben wir Stäble. Wir haben jetzt, glaube ich, am Unterarm vom Apollo. Nein, Trippen sind Trippen vom Apollo. Wir haben ja gestern übrigens alle Geheimnisse gefunden. Also sprich, wir haben jetzt halt voll aufgewertet. Wir haben eine volle Magie und volle Gesundheit. Also wir können jetzt zwar noch Geheimnistruhen finden, aber da sind nur noch Orbs drin. Aber mehr Orbs sind bekanntlich auch mehr gut. Gestern habe ich übrigens einen Gegner so dermaßen verdroschen, dass ich ihn aus der Map geschlagen habe und dann hat sich das Spiel aufgehängt. Also was heißt aufgehängt? Das ist nicht mehr weitergegangen. Ein Gegner out of Map gefoltert, so geht's einmal. So. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Es ist ruiniert, aber ich kann neu beginnen, es besser machen. Ja, das habe ich gestern schon vorgelesen. Mein Tribut an Apollo wird nicht verloren gehen, ja. Kannst du halt auch vergessen, dass ich das drum noch mal einbauen darf, wenn es mal einer kaputt macht. JJ, einen wunderschönen guten Morgen. Alles gut bei dir. So, Spider-Man-Action. So, schwing dein Ding. Was? So. Offensichtlich geht's noch links weiter. Schauen wir mal, ob wir in die andere Richtung können. Na, offensichtlich geht's noch rechts weiter. Dann schauen wir mal, ob wir nach links gehen können. Können wir nicht, okay. Bei mir ist alles gut, danke dir. Und Silvesterplanungen schon abgeschlossen. Achso, ich muss noch oben, okay. Haben wir da noch unten? Nein. Ja, da kann jetzt. Ja, gut, okay. Er ist schon ein Künstler, der Kratos. Das wundert mich jetzt, dass ich das sofort auf Anhieb geschafft habe, weil normalerweise war ich jetzt so gnadenlos ausgeschossen und runtergeflogen. Freust dich sehr auf den Abend, sehr schön. Was hast du denn vor? Bist bei Freunden unterwegs oder wie schaut's aus? Ja, da gibt's doch bestimmt auch irgendein Geheimnis, irgendeine Truhe zum Holen, oder? Ah, gelungen, okay, ist nicht gelungen. Schauen wir mal. Es geht ja direkt einmal ruhig los. Gestern ist gleich massiv eskaliert. Ach, von da hinten haben wir gekommen, seht ihr es? Auf der rechten Seite. Dann haben wir wieder der Lottern. Schauen wir mal. Geht's da weiter? Nein, da ist eine Abtruhe. Oh, jetzt haben wir fast alle Orbs beieinander für das letzte Waffen-Upgrade. Das ist gut. Da hat mich interessieren, was das für ein Symbol ist. Oh, da kriegt man einen Hammer, das kann ich. Ja, das war so klar.
Bei der Chill. Wie war das mit Eskalieren? Ja. Fleischwert auf Nacht haben wir auch schon, seht ihr's. Die stille Zeit ist wieder vorbei, ja. So schnell geht's in God of War. Das Gute ist, wir haben ein Shell gekriegt. Das Shell ist eigentlich ziemlich gut. Oh, das schaut mir wieder massiv noch ein Rätsel aus jetzt gleich. Ha, Moment einmal. Ha! 25.000 Orbs. Bringen wir die Waffen auf maximale Stufen. Jetzt hebt er gleich ab. Sehen und der Athene Rage-Verbesserung. Was? Athenes Rache nicht vorhanden. Ja, toll. Ich kriege etwas, was eigentlich nicht da ist. Super. Aber wir haben ein Chaos kriegen auf Max. Schauen eigentlich ziemlich fancy aus, wenn du mich fragst. Ich finde es auch cool, dass die das Aussehen ändern. Da haben wir wieder Aufzeichnung. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Die Schwestern sind nahe, ich weiß es. Ich kann nicht klar denken. Ich darf die Laterne nicht verlieren. Mein Meisterwerk. Okay, ich sag schon, wir müssen in die Laterne rein. Bei Freunden ganz gemütlich Raclette und Tabletop spielen. Wird sehr entspannt. Oh, Raclette Beste. Haben wir vorher schon geschmatzt. Raclette ist einfach das Beste an Silvester. Der Ofen. Stichwort Raclette. Okay, das ist ein Rätsel. Okay. Ja, natürlich kennt man Gegner, warum auch nicht? Dicker Kern nervt mich nicht. Wieder so ein scheiß flotter Mann. Ich glaube, der Troll mag mich nicht. Oder der Zyklop. Zyklop und kein Troll.
Trotzdem. Ah, stirbst du einmal? Danke. Ja gut, Silly. Da ist auch noch so einer. Das Geficker hat halt bei ganz schön bei aus. So. Was ist jetzt Sache? Okay. Schauen wir mal. Gesundheit haben wir wieder. Magie füllen wir auf. Kurzer AFK, kein Problem. Okay, jetzt lasst es mir mal schauen. Da ist eine Gesundheitstruhe. Die sparen wir jetzt einfach mal, weil so viel Gesundheit habe ich nicht verloren. Oh. Der Moment, wenn du R1 mit R2 verwechselst. Okay. Was haben wir jetzt da? Da haben wir jetzt ein Zahnradl. Und was ist das da drin? Schaut aus wie Kohle. Ja gut, so wie ich das sehe, muss man das irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung. Was ist das überhaupt, eine Schmiede oder was? Okay. Jetzt schauen wir mal, was passiert jetzt da, wenn wir da... Ah, okay, da kommt die Plattform wieder. Da kommt die Plattform 4 und da macht er so ein Ding auf. Was haben wir jetzt dann da? Ah, das soll Eisen sein, okay. Ah, ich verstehe schon. Ich glaube, ich weiß schon, wo es das ausläuft. Ja gut, ich glaube, wir müssen auf alle Fälle mal auf die andere Seite rum. Jetzt müssen wir auf alle Fälle mal auf die andere Seite rum. Schauen wir mal, wie das alles zusammenhängt. Ah, da haben wir was. Ach, das soll die Laterne sein praktisch, oder was? Okay. Haben wir einen Hebi, da blinkt da irgendetwas. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Ich habe alle Arbeiter vorgeschickt, ihnen ist nicht zu trauen. Ich werde es selbst vollenden. Die Suche nach der Wahrheit ist der Untergang. Oh Wunder. Oh, da haben wir mehr Wände, wo wir kaputt machen können. Ja, so schaut die Statue praktisch aus, wenn es nicht kaputt war. Okay. Ach, das ist der Archimedes. Ein brillanter Erfinder und Architekt, der schließlich dem Wahnsinn der Furien unterlag. Ja, Press F für den Archimedes, würde ich sagen. Der hat's hinter sich. So, da haben wir jetzt auf alle Fälle Orbs. Ja, und das ist wieder irgendein Gegenstand, der wo uns nicht hilft. Okay. Das Ding da drin gliert aber nur. Okay. Achso, jetzt kommen wir da rein, oder was? Ah, ja, okay. Springen wir mal rein. Jetzt sind wir innerhalb von dem Gitter, okay. Oder? Gibt's irgendwas? Ich mag das haben. Ofen des Archimedes. Der Ofen dort unten ist still und kalt. Ja, Gott sei Dank, sonst wären wir nämlich jetzt gegrillt worden.
So, da haben wir auf alle Fälle 2 Geheimnistruhen. Da wo es jetzt natürlich nur noch Orbs gibt, weil wir ja alle Geheimnisse schon gefunden haben. So, was haben wir dann da? Man muss wahrscheinlich das Gitter irgendwie... Ah, da funkt's nur, okay. Da kann doch jetzt theoretisch... Pass auf, wir haben doch da irgendwas gefunden mit der Kohle, oder? So ein komisches Ding. Ja, genau. Das kann man doch jetzt mit den Funken theoretisch entzünden und dann wieder da einschieben. Sage ich das richtig? Das kann da so gehen. So, mal schauen. Fahren wir da mal rein. So, jetzt wenn ich das da aktiviere. Ah ja! Oh, das vergliert er natürlich. Das Uroboros-Amulett aktivieren und halten. Ah. Ach, da oben ist auch so ein Riesending von, was man entzünden kann. Jetzt ist halt die Frage. Jetzt pass so, wacht. Ich glaube, dass wir, wenn dann erst das da rüber entzünden müssen, oder? Schieben wir das einmal da rein. Ah ja, okay. Okay, jetzt wird das Metall da flüssig oder was auch immer das ist. Okay, der brennt ja jetzt. Ach, und jetzt kann es natürlich sein, dass wir das auffüllen müssen, oder? Kann das sein? Pass auf, finden wir jetzt raus. Okay. Da ist jetzt mehr drin und jetzt kann man wahrscheinlich mit dem Amulett dann das so weit wiederherstellen, dass das größer wird. Und dann können wir das da oben entzünden, oder? Schauen wir mal. Okay. Easy. Okay, dafür werden wir jetzt gegrillt. Toll. Ah, wir müssen dann da auffahren. Okay. Ja, das war so klar. Irgendwann hat er Gegner kommen müssen. Aus dir mache ich einen Schuh. Oh, warte mal.
Ja, hey, wie ein Schuhe, da gehst her. Sag mal, ich mach einen Schuh aus hier. Ohne Sohle oder ist da noch wer? Okay. Ah, gut, dass ich mal die Gesundheitstruhe aufgekommen hab. So, jetzt müsst ihr natürlich da gell? Jetzt trage ich das ganze Ding mit. War das vorher auch schon? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube aber nicht. Ah, da hängt's. Da holt's etwas. Da holt's etwas, Freunde. Da holt's etwas. Okay, das ist eine Sprungpassage, wo man ein bisschen mit dem Timing aufpassen muss. Ja, die... Wo man halt wie für einen Weitwurf, ist so wurscht. Ist da nochmal ein HP einen Weitwurf gehabt. Heute in den Ofen reinwerfen? Ja, von Hauptverzon. Das Flattergefickert, das nervt mir mal am Meer, weil ich kannst nicht gescheit angreifen. Weil die ständig verschwinden. Dankeschön. Dezent daneben gesprungen, sehr gut. Okay, erstaunlicherweise aufs zweite Mal hingebracht, das wundert mich jetzt. Die Frage ist, warum ist da so ein Mordsofer drin in der Statue? Was ist denn das jetzt? Okay. Nehmen wir mal mit. Was ist denn das? Soll das eine Fabrik sein, oder? Ah, da gibt's Obst, das ist gut. Und damit kann doch bestimmt schon wieder irgendwas verbessern, oder? Ich finde Erm eigentlich ziemlich geil. Ja, passt, dann nehmen wir halt Erm auch mit. Warum eigentlich nicht?
Ja, wegen Bunny hoppen. Okay. Da Sprungpassage. Was bitte? Ah ja, alles klar. Gut, dass wir Magie noch aufgefüllt haben. Oh, verdruckt. Schlecht. Alter, die muss man besiegen, bevor das so... Ja, genau, okay. Ich hab's schon verstanden. Die musst alle besiegen, bevor das die zwei Feuerdinger da beieinander haben. Das ist aber... Oh, leck mir mal, das wäre gar nicht ohne. Vor allem, weil die so viele Gegner auf einmal haben. Okay. Die haben einfach mal ein paar Wirbelangriffe machen, dann wird schon besser. Dann zählt man nochmal alle an. Ja, toll, so einfach wird's gewesen. So, dann brauchen wir auf alle Fälle Magie. So, wie kommt man... Achso, da muss man von da aussehen, okay. Dann schauen wir mal. Pass auf, ich springe jetzt gleich wieder in den Tod, mit Ansage. Okay, war knapp, aber... Hä, was soll denn das gehen? So, Apollos Schulter, wir haben jetzt auf dem Kopf. Ja gut, dann die anderen alle angefallen jetzt, oder was? Ja, Arschel! Aua. Ah, freilich! Oh, jetzt eskaliert es aber wieder, ey.
bin gerade dezent gestresst. Alter, bist du trollen oder was? Wie viele Gegner magst du bekämpfen? Ja, alle Gegner. Ja, sehr gut. Haut sie zum Enkel eigenen, das ist gut. Oh, das wollte ich nicht. Wieder wie viel Hand denn das? War das jetzt hoffentlich einmal der letzte oder kommt da nur einer? Okay, unsichtbare Wand, okay. Ja, kaum Gegner, waren kaum Gegner, könnten ruhig mehr sein. Bitte nicht. So, WWJJ, guten Morgen, Mrs. Crazy Cattle, hab ich dir. So, alles gut bei dir? So, jetzt habe ich meine ganze Magie gebraucht und meine Gesundheit. Ja gut, da bin ich eigentlich relativ gut davon gekommen, aber heilige Scheiße, wie viele Gegner waren denn das jetzt bitte? Also ich hoffe mal, es könnt mir's verzeihen, dass während ich die Kampfphasen da hab, dass ich da jetzt nicht so wirklich viel auf den Chat schauen kann und halt ein bisschen mehr aufs Spiel konzentriert bin, ja. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Ja, was müssen wir da jetzt mal wahrscheinlich herrichten, oder? Was passiert eigentlich, wenn ich den Slag? Da passiert nichts, okay. Ja, dann richtet man halt her, ist ja wurscht. Oh. Prost. Ah, ich seh schon, der Kratos fliegt den ganzen Typen wieder zusammen. Ah, da findet er die Laterne, wo vorhin der Krake unter Wasser gezogen hat. Oder beim letzten Mal.
Schaut ja schon wieder halbwegs nach einer Statue aus. Es sei dir verziehen. Vielen lieben Dank. Haben wir schon wieder 6000 Orbs. Ne, mich am Säbel. Ja, machen wir das, weil dann ist das auch gleich erledigt. Ein bisschen kopflos der Gute, ja? Der Schädel geht ihm noch. Aha. Wollig. Okay, die Kurven, die habe ich jetzt. Ich muss auf das Seil springen. Scheiße. Ich war jetzt von dem Seil so stark irritiert. Die Cent. Der Cent daneben gesprungen. Ja, Talent für sowas. Oh Mann. Okay, alle guten Dinge sind 3. Vor allem die eigentliche Frage ist, wie der so gut über Kurven rutschen kann. Alter, das ist behindert. Und dann steht er da, ich hab das genauso geplant. Was wir raten, da kommt jetzt gleich wieder irgendein so angefuckter Gegner. 100%ig ist doch gelungen, wenn noch keiner kommt. Die eigentliche Frage ist, wo ich jetzt hin muss. Wieder da um oder was? Wo komme ich doch her eigentlich? Außer der Ober fährt jetzt in eine andere Richtung. Das kann natürlich auch möglich sein. Ah, da oben haben jetzt die Gondeln. Ah, die Laternen muss noch weiter auffahren. Okay. Oh nein! Man muss die Gegner da reinwerfen, okay. Okay, der ist nackt. Der ist nackt, hab ich gesagt. Da eine mit dir. Der ist auch nackt. Du kommst auch gleich durchs Feuer. Wo gehst her? Mehr Gegner als hinten ist mehr gut. Oh Gott, das ist so eine große Kampfarena, das kann nichts Gutes wissen.
Ist doch klar, wenn da auch kein Gegner kommt. Kann man Gesundheit ein wenig auffüllen, meine, hä? Jede Wette, dass jetzt ein Gegner kommt. Jede Wette. Was ist das? Sonnensymbol oder was? Okay, das wundert mich jetzt, dass da kein Gegner kommt. Was ist das bitte für Mechanik im Also ich verstehe es nicht. Also jetzt müssen wir noch weiter auf. Okay. Ja, Hammer Mensch, ist eh klar. Ja, solange es nur bei dem einen bleibt, ist es mir relativ egal. Oh, ich sehe schon, da werden immer andere Dinger angesendet, okay? Ja, die Kleinen kennen wir natürlich auch noch, ist eh klar. Aua. Oh, jetzt haben wir noch eine Flächen. Und die da hinten jetzt, okay. Was ist da los und wird doch spät? Gegner anzünden. Halt dein Futzen, da gehst du rein. Ich seh nix. Herbert, habe ich die Ehre abgesehen davon. Wie geht's dir denn? Jetzt hat er wieder seine Unbesiegbarkeitsrüstung, oder was? Da, kriegst du einen eigenen Hammer ins Gesicht, da gehst du her. Ja gut, Silly. Ja, ich brauche Gesundheit, definitiv. Ich brauche beides, Gesundheit und Magie. Oh, da ist auch noch eine Abtruhe. Mehr Loot ist mehr gut. Ich gehe ins Licht. Bin mir zwar nicht sicher, ob es das in der griechischen Mythologie schon gegeben hat, aber okay.
Cookie! Leg mir mal. Merci für deine Stufe 1 Abo, hab ich dir. Willkommen in der Barzige und viel Spaß in den Emotes. Wie geht's dir denn wieder? Alles fit bei dir? Wir haben uns auch schon Zeilen nicht mehr gehört. Alter, ist fit. Wie das deiner schaust. Also da muss ich den Zipf jetzt wieder herrichten. Oder? Was kriegt der jetzt seinen Kopf? Das war aber gut. Muss nur finden, wo. Ah, da. Ah, jetzt kriegt er seinen Kopf da schon her. Gerade aufgestanden. Und hast hoffentlich gut geschlafen. Oder haben wir gestern wieder länger gesessen? Da hast du recht. Bazi am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Naja, ob ich Kummer vertreiben will, schauen, aber ob ich Sorgen vertreiben kann, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Apollos Augen. Jetzt haben wir schon in seine Augen. Da schon her. Und ich trau mir wetten, da kommt auch wieder irgendein so ein Scheißgegner. Und es ist ein Rätsel auf jeden Fall, okay. Warst relativ früh im Bett. Ich weiß gar nicht, wann ich im Falle gegangen bin. Ich glaube um 11 oder so. Keine Ahnung. God of War ist mega. Ja, das hat sich die Community, meine Community ist auf einmal ziemlich blutaffin geworden. Also die haben richtig Bock auf God of War. Also, so wie es jetzt ausschaut, werden wir da alle anderen Teile auch spielen. Jetzt passt so wach, das muss da oben gehen, oder? Sehr gut. Aber alles ist mechanisch und den Kopf macht man jetzt Magic, ja genau. So ungefähr. Das war so klar. Das war so. Das hat nicht ohne Gegner gehen können. Weil warum auch? Was setzt das denn überhaupt? Krampus für Arme oder was ist denn das? Aber. Alter, ich kann mir echt die Leute nicht vorstellen, dass das etwa no-hittet, das ganze Spiel. Das ist ja fast unmöglich. Waren das alle oder was? Ja, natürlich waren das nicht alle. Ja, es war ein Ticken spät. Oh, da gefällt mir besser. Ja, natürlich. Aua, aua. Schon wieder so viele Gegner. Das war aber jetzt hoffentlich der letzte, oder? Ja, na, Sirene.
Zwei Sirenen. Okay. Oh. Oh fuck. Was ist jetzt? Meine Fresse. Wie lange machst du heute? Hast du Silvester durch? Circa bis um eins, halb zwei in etwa bin ich live. Also durchstreamen tue ich nicht, weil ich möchte noch ins Gym gehen. Und wir werden dann so circa 16, 17 Uhr werden wir zu meinen Schwiegerleuten fahren. Von daher, ja. Denke ich mal für Silvester eine gute Tagesplanung, da ich sagen. Aber jetzt bin ich auf alle, also 2 Stunden bin ich auf jeden Fall noch da. Die Menge an Gegner stresst, ja, nicht nur die. Die stresst mich auch. Alejandra, hallo. Servus. Ich weiß zwar nicht, ob die Englisch spricht oder nicht, ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Wenn es Deutsch kann, ist recht, wenn nicht, hat's Pech gehabt. So. Was müssen wir jetzt da machen? Jetzt passt zum 8. Was haben wir denn da jetzt eigentlich? Da oben ist eine Orbtruhe. Das heißt, da geht's wahrscheinlich erst zum Schluss hin. Ich tippe jetzt mal. Eine 2-Mann-Party? Ja, dann hast du Pech gehabt. Das interessiert mich gar nicht. So, was haben wir jetzt bei so gemacht? Jetzt müssen wir mal schauen. Können wir da auf? Da können wir auf. Das ist gut. Okay, da haben wir Ketten. Was müssen wir überhaupt machen? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir auch einen Hebel. Und dann haben wir eine Abtruhe, die nehmen wir mal mit. Was haben wir jetzt da? Ah, okay. Wir müssen praktisch den Kristall oberbringen auf Höhe der Augen, damit quasi der Strahl in die 2 Augen geht. Okay, alles klar. Alles klar. I got it. So, jetzt ist auf alle Fälle das Ding da nach oben gekommen. Okay, jetzt passt so. Da unten kann man an einer Kette zählen. Das sollten wir jetzt vielleicht einmal machen. Jetzt passt so. Schauen wir mal, was passiert da? Hoppala. Okay, das geht außer. Ich kann mir bei den spanischen Troll irgendwie sagen, dass wir mir nicht Spanisch reden, sondern Deutsch. Ah, du kannst. Ah, JJ kann. Spanisch, das ist gut. Ja, jetzt pass auf, aber da müssen wir ja irgendwie. Ah, kann man da eventuell kriminell. Ah, ich glaube, ich war schon. Moment. Der ist von einem anderen Streamer, okay. Achso, das kann man nicht halten. Ja, Moment, ich muss aber da jetzt irgendwie... Ah, ja, da haben wir ja das Ding auch noch da. Jetzt passt so auch. Das ist man wahrscheinlich von derer Seite. Man muss ja irgendwie aufgehen. Geht ja gar nicht anders. Oder? Ah, okay, perfekt.
Ah, da ist ein Treppen. Da ist ein Treppen. Mehr Treppen ist mir gut. 2 Geheimnistruhen, okay. Kennst du den näher? Okay, was passiert da jetzt? Mr. Price, I see Ghost of Sparta I like. Servus Price, habe ich dir. Da kommen wir auf den Ding daher, okay? Hey, da komme ich ganz nach unten. Aber wir müssen mal her auf jeden Fall. Jetzt passt so wach. Wenn ich jetzt da drauf springe, fährt das Ganze nach unten. Wenn ich die Ketten ziehe, dann kommt da so eine Vorrichtung raus und ich muss wahrscheinlich den Kristall mit der Vorrichtung irgendwie festhalten. Aber wie schaffe ich das zeitgleich? Wie schaffe ich das zeitgleich? Seid ihr bereit für den großen Jahreswechsel? Wenn du mich so fragst, nein. Freue mich auf Silvester an sich, aufs Feiern, ja. Aber für den Jahreswechsel war ich eigentlich noch nicht bereit, weil das heißt automatisch steuert massiv auf den 30er zu. Das gefällt mir nicht. Weil ich muss einmal schnell ich muss mal schnell sinnieren. Da, ich muss jetzt mal sinnieren. Wie krieg ich jetzt das hier am besten? Ah! Ja. Ah! Wir haben ja eine bestimmte Fähigkeit, die uns das erlaubt. Wir können ja ein Double erstellen. Jetzt passt so wach. Ich kann mir vorstellen, dass das so funktioniert. Aufpassen. Schauen wir mal. Jetzt, wenn ich da einen Doppelgänger mache. Dann fährt der durch, oder? Ja, der fährt durch. So hat man schon fast gedacht. Dann kann nämlich jetzt ich in der Zeit die Ketten da ziehen. So, und da müsste dann jetzt irgendwo... Da müsste dann jetzt irgendwann einmal der Zipf wieder daherkommen. Ah, da kommt er eh schon. Da schau her. Ha! Easy! Big Brain Bazi. Die auch, okay. Merci dir. Können wir auf jeden Fall gut rum. So, jetzt leicht die Laternen dann praktisch, oder was? Dann fährt die Laterne oben. Ah ja, okay. Ja, nice. Rätsel gelöst. Leck ist die Later lang. Wenn Zeit an Chat zum Lesen. Der 30er ist bei mir schon lang um. Der tut gerade einmal weg und zwar am Tag drauf. Toll. Bis zum September habe ich noch Zeit. Aber der ist, also wenn die Zeit weiterhin so schnell vergeht, ist der September praktisch auch übermorgen. So, auf die Art. Oh, da fliegt irgendein Mistviech. Ah ja. Okay.
Oh, der lebt noch. Oh, chill. Aber wenigstens kann ich nicht mehr flattern, das ist auch schon mal was. Ich glaube, der hat den Mund zu voll genommen. Boah. JJ, merci für dein Werk. Weiterhin viel Spaß, danke dir. Und mein 30er den Ritt im Feierkinder dank Corona 2020. Dann feiern massiv noch. Ja, mindestens einmal. Da gibt's jetzt da keine Ruhe oder was? Natürlich nicht. Was ist jetzt das überhaupt? Wir haben jetzt in der Laterne, vermute ich jetzt einfach einmal, ja? Oh. Es ist nicht mehr weit, Spartaner. Dort drin sind die Augen der Wahrheit. Es sind die Augen, die meine Mütter Alethea gnadenlos entrissen haben. Als ich vom Plan meiner Eltern erfuhr, den Olymp zu stürzen, wollte ich nicht glauben, was Alethea sagte. Dann zeigte sie mir die Wahrheit. Aufpassen, Freunde, wichtig. Gott die Grundmauern des Olymps einreißen würde. Ich musste sie aufhalten. Alethea und ich wollten Zeus warnen. Doch als Ares davon erfuhr, setzte er meine Mütter auf uns an. Die Augen wurden meiner Liebsten erbarmungslos genommen. Sie wurde zur Gefangenen im eigenen Tempel. Ares und meine Mütter wussten, wenn sie die Augen der Wahrheit verbargen, käme ihr widerlicher Plan niemals ans Licht. Und so würden sie selbst bald über die Götter herrschen. Deswegen hat das Orakel auch so komisch ausgeschaut. Damit ihr Plan gelingt, brauchen sie dich zurück, Spartaner. Sie werden alles tun, um dich zu Ares zurückzubringen. Ares wird sich einen anderen Sklaven suchen müssen. Ich weiß, du wirst alles richten. Okay, jetzt macht das Ganze ja so ein bisschen einen Sinn. Okay, da haben also ihre Augen drin, die Augen der Wahrheit. Diese Augen wurden von Orakel zu Orakel weitergegeben. Sie können die dunkle Magie der Furien durchschauen. Okay. Also, Freunde, kurz zur Zusammenfassung. Der Ares hat eigentlich ist im letzten Stream von God of War, also sprich gestern, ist es nochmal ein wenig erklärt worden. Der Ares braucht eine Marionette, um den Olymp einzureißen und davor, dass sie denkt, hey, das kann doch der Kratos machen, weil der pfeift ja jetzt eh noch meiner Nosen, so auf gut Deutsch. So, und ich habe ihn aber schon erklärt, dass der Kratos aufgrund von seinem Bluteid, wo er dann der Ares mehr oder weniger beschissen hat, weil es ist um das gegangen, der Kratos hat einen Eid geleistet, wenn er seine Feinde vernichtet, also der Kriegsgott, der Ares, dann ist sein Leben, kehrt das Leben von Kratos an Kriegsgott Ares. Da drauf haben 3 Bluteide
Eide geschworen worden, also sprich, vergieße das Blut des Feindes, das Blut der Unschuldigen und das Blut seiner Familie. So, und den Part mit seiner Familie, das ist im Kleingedruckten gestanden. Ja, und seitdem hat halt der Kratos, wie schon mal erwähnt, keinen Bock mehr auf den Eid. Deswegen verfolgen ihn Furien ja logischerweise, weil ja das sind die Eidwahrer. Und der Ares hat eigentlich den Plan, den Olymp einzureißen und selbst Herrscher zu werden. Also sprich, der möchte dann Zeus stürzen, so auf gut Deutsch. Und das Problem ist jetzt aber, er mag es nicht selber machen, sondern er möchte das an Kratos machen lassen. So, und was da jetzt gerade in der Cut-Szene passiert ist, das Polzenk für den Fall, dass wir die anderen Teile spielen, einmal im Hintergrund. Ja? Olymp einreißen und so weiter und so fort, kann vielleicht einmal nochmal wichtig werden. Was ist das Blut einer Jungfrau? Da war mit Sicherheit das Blut einer Jungfrau dabei, mit Sicherheit sogar. So, was ist jetzt das? Wir müssen da irgendwie in die Augen, zu die Augen reinkommen. Was haben wir jetzt da? Da haben wir 2 Orbtruhen, Gesundheit und Magie, da ist ein Hebe. Und da, ja gut, da können wir ja offensichtlich nicht. Furienbarriere. Eine Tintenbarriere schwarzer Furienmagie versperrt den Weg. Ich weiß zwar nicht, in welcher Welt das... Ja, okay. Ist ja wurscht. Eine Tintenbarriere, ja. Toll. Brauchen wir einen Tintenkiller. Brauchen wir doch, Freunde. Tintenkiller. Scheiß auf die Augen der Wahrheit, wir brauchen einen Tintenkiller. So, die Magie heben wir uns jetzt mehr auf. So, was müssen wir jetzt da machen? Jetzt passt zu Wacht. Kann man da was tun? Da kann man nichts tun. Okay. Geht da irgendwas? Da geht nichts. Geht da irgendwas? Irgendwo muss ja was gehen. Geht ja nicht anders. Ah, da geht was. Da schau her. Da geht was. Ah ja. Es war aber jetzt einfach gegangen. Okay, wir müssen irgendwie die Tür aufmachen. Da haben wir jetzt zumindest schon mal einen Hebel. Da sind Symbole, okay. Ja, die Augen der Wahrheit schauen jetzt. Ich check's nicht. Okay, jetzt geht die Tür auf, oder was? Ah ja, das muss praktisch da bleiben. Okay. Muss ich ihn da halten lassen, dann kann ich da hinten durch wahrscheinlich, oder? So wahr Gott will. Okay, ich bin jetzt auf der anderen Seite drüben. Und das war's jetzt, oder was? Prüfung des Archimedes. Oh nein, ich mag keine Prüfung machen. Ja, ich hasse Prüfungen. Hallo, ich bin ausgelernt. Scheiß auf Prüfung. Das ist ja dasselbe, nur einmal. Ah, aber da wird jetzt... Ach so, das wird jetzt da versperrt, oder was? Pass auf, da kann ich doch jetzt bestimmt... Da kommt jetzt bestimmt erst einmal ein Gegner. So schaut's aus. Jetzt sehen wir mal da... Jetzt schauen wir mal, ob man da die Tür aufmachen kann. Ja, Depf! Freunde, Depf fand gut. Mehr Depf, mehr gut. Also da bleibt die Tür dann glücklicherweise offen, oder was?
Und ab geht die Rakete. Augen der Wahrheit. Diese Augen wurden von Orakel zu Orakel weitergegeben. Sie können die dunkle Magie der Furien durchschauen. Okay, haben wir vorher schon mal gelesen, aber der Vollständigkeit halber lesen wir es irgendwo mal. Oh, mehr Depth, mehr gut, Freunde. Bei Depth... Was darf's Koch umstellen? So, jetzt kann man wahrscheinlich ein Tutorial, oder? Hallo? Oh, na. Nein, ich mag keinen Bosskampf nicht mehr schauen. Na, die Bratzen hat nicht umsonst lebendig. Die hat... Freunde, merkt euch eins, in God of War haben die große Bratzen nie umsonst lebendig. Nie. Waren's noch nie, werden's noch nie sein. Was die Augen der Wahrheit. L2 gedrückt hat und Kreis drücken, vorübergehend Furienbarriere entfernen. Ah ja, das war ja einfach. Ja, wieder Richtung Depth, das ist gut. Wieder Richtung Depth, das ist eine gute Idee. Oh nein. Ich mag nicht. Ja, das war... Ja, klar, das habt's auch Depth, aber es hat's nicht schön. Jetzt halt weg. Ich mag Depth sein, schöne Depth sein. Und es habt's gar nicht. Es habt's auch Depth, aber es hat's halt gesagt nicht schön. Es hat's mehr so der Schuhtyp, ja? Denkt muss man mehr zu Schuhe verarbeiten. Wahlweise zu einer Lederjacke. Das war mir auch noch recht. Boah, nein, ich bin versteinert. Ich merke gerade, ich hab noch einen Meinungsverstärker. Wo ist her? Hau doch nicht auf die Nuss. Ja, dezent daneben geworfen, wow. So. Zeit für Gulasch. Ah, da kommt noch mal eine. Ja gut, okay, warum auch nicht? Was bitte? Oh Leute, jetzt ist mir zwar schon hinterher wie vorhin, gell? An mir gehen wir, merci für der Following, habe ich dir. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt, es tut mir leid. Ich hab gerade massiv Stress. Wieder muss... Okay, zwei Sirenen gleichzeitig mit zwei Schlangen. Beziehungsweise Medusas, meine Hand ist eher. Okay, die können wir mal... Die können wir... Ausschalten!
Ja, gut, dass du weiterkommst, hey, du nervst mich tierisch. Oh, hey, meine Fresse. Ich glaube... Gesundheitstruhe? Ah, scheiße. So, entschuldige nochmal. Also, Amir Gamers, vielen Dank für dein Following nochmal. Es tut mir leid, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Also, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, das war die falsche Fähigkeit. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Es war eine Gesundheitstruhe, nicht schlecht. Bitte, dankeschön. Ja, mehr Richtung Gipf. Na, nicht stehen bleiben. Ich muss jetzt nochmal kämpfen, oder was ist doch auf die Verarschung jetzt, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überlebe, aber... Ja, Alter, chill da, ihr Leben! Weil auf enger Terrain hat die ziemlich gemein. Halt da rein, Speer, hey, steck deinen Arsch ein, hey, du Missgeburt. Wo ist denn jetzt? Da geh her, du Schnollen. Kriegst du leider Speer. Ha. Ja, und jetzt? Achso, man muss da hinterdrehen, oder was? Ist dich. Ach, du Kacke, Mann. Piss dich, du Harpie!
Gott sei Dank. Ja, die Passage hat's in sich. Ja, das ist ein schöner Anblick. Da haben wir mehr Depth. Mehr Depth ist mehr gut, habe ich schon mal gesagt. Ja, das war so klar. Je schöner der Anblick wird, umso schlimmer werden Gegner. Ja, heide. Au! Oh, da ein Stachel, jetzt sehe ich es erst. Alter, chill! Oh ja, die sagt Gesundheitsorbs. Oh nein, nicht das Viech schon wieder. Das war der Bau, ja toll. Oh, bleib er raus. Einer allein von denen geht ja. Also wenn wir jetzt so eine, wenn wir jetzt nochmal so eine Welle kriegen, dann wird es aber massiv, gell? Also was heißt, das ist eh schon massiv. Dann ist schon vielleicht nur Gegner. So. War das jetzt die letzte Welle? Ich bitte darum. Das schaut mir nach der letzten Welle ab. Das war gut. Gott sei Dank. Aha, da kriegen wir Orbs. So, Gesundheitstruhe auch noch irgendwo. Für den Fall der Fälle. Sehr gut. Gesundheit und Magie. Gut, Magie brauchen wir in dem Fall jetzt nicht. Ja, da lassen wir mal offen, weil da schauen uns zwei schöne Augen an. Das ist nie verkehrt. So, nehmen wir das natürlich auch noch mit. 17.000 Orbs, fast 18.000 Orbs. Da können wir jetzt bestimmt mal wieder ein wenig verbessern. Was haben wir jetzt da? Gut, du kannst eh nichts verbessern. Das ist Max, das ist Max, das ist Max. Unsere Chaosklingen haben auch Max. Feuer ist Max, ja, dann nehmen wir halt mit Wasser weiter, weil warum nicht? Kann ich jetzt das ganze Ding schon voll machen, oder was? Der ist ja viel billiger als wir vorher. Na gut, das Wasser auch voll, brauchen wir nur noch das.
Ja, da gelangt es uns jetzt gerade nicht, aber... Lol, wir haben alle Waffen, Max. Also fast. Bis auf Blitz, aber das ist jetzt, sagen wir mal, relativ unrelevant. Jetzt kommt da wieder einer. Okay, jetzt sind die Augen wieder weg. Ach, weil das die richtigen haben da, oder was? Okay. Boah. Okay, das ist sowieso klar. Das ist verständlich. Jetzt muss man von da drüben wieder die Augen holen. Dann geht er automatisch weg. Ja, okay, ich kriege jetzt zwar da die Augen wieder. Ah, da muss ich jetzt wahrscheinlich da die Tür zumachen. Pass auf, jetzt nehmen wir die nur mal. Dann muss man da vielleicht doch die Tür zumachen. Okay, die Idee fand zwar schön, aber jetzt war es auch wieder, gell? So, dann machen wir ihm da zu. Dann kann man nämlich da das Ding wegzaubern. Dann kann man da mal anzeigen. Müssen wir wieder aufmachen. Okay, außer mit den Dev. Heute gibt's Nudeln. Okay, ja, okay, nein, das muss auf jeden Fall zubleiben. Das muss auf jeden Fall zubleiben. Ja, ist doch gut. So, dann ziehen wir jetzt da mal an. Check's nicht. Aber die schaut jetzt von der anderen Seite hin. Ah! Okay. Okay, man muss praktisch beide Augen dazu bringen, dass die in die Ohrrichtung schauen. Okay. Und jetzt geht die Tür wahrscheinlich auf. Sonnensymbol, okay. Das eine ist Mond, das andere ist Sonne, okay. Oh nein, kommt jetzt wieder so eine Passage zum Kämpfer. Hilfe, nein, ich mag nicht. So, jetzt reißen wir da mal die Tür auf. Da haben wir keine Depth, den kannst du eigentlich, den kannst du schenken. Jetzt leicht die ganze Laterne, schau mal, das ist gut.
Aue. Tut mir leid, Spartaner. Als ich erfuhr, dass meine Mütter kommen, wollte ich dich warnen. Ja, mit dir haben wir Besonderes vor, mein Sohn. All diese Mühen und du versagst doch. Komm, Schwestern! Brechen wir ihn in den Gemäuern der Hekatoncheiren! Ah, und so kommt er dann da hin. Kratos war nun besiegt. Und diesmal würde kein Olympia ihm zur Hilfe kommen. Zufrieden kehrten die Schwestern mit ihrem Preis nach Hause zurück. In den Mauern ihres Gefängnisses würden sie in die Seele des gebrochenen Kriegers eindringen und Kratos wieder auf seinen Platz führen, als Diener von Ares. Genau, da haben sie ihm das Amulett weggenommen und das... Okay. Es ist so lange her. Niemals. Niemals wieder. Ah, okay. Mehr Licht, mehr gut, ja. Da war viel Licht drin. So kommt er also in das Gefängnis. Okay. Genau, da hat er jetzt praktisch den Orkos-Stein wieder zurück. Jetzt geht ihm lediglich, gehen ihm jetzt die Augen nur ab und jetzt in dem Bereich jetzt, weil das jetzt praktisch die Gegenwart ist. Genau, da gehen ihm jetzt praktisch ein Eidstein vom Orkos hat er und das Ouroboros-Amulett hat er auch wieder, weil wir ja die Megera schon umgebracht haben. Also sprich die Furie, die wo da hinten irgendwie so Spinnenfüße raus hat. Ja? Die anderen zwei leben noch. Es leben jetzt noch 2 Furien. Durch das, dass wir jetzt praktisch wieder in der Gegenwart haben, heißt es, dass wir jetzt wahrscheinlich jetzt gegen Ende des Spiels zugängen. Ja? Das Einzige, was ihm jetzt angeht, hat natürlich die Augen der Wahrheit. Die hat jetzt wahrscheinlich die Chefin von denen Bridgen. Ja, dann schauen wir halt mal. Was bist denn du für ein Viech? Alter, bleib ja da oben sitzen, ich schwör. Boah, Alter, ich hab da so einen fetten Käfer gerade auf meinem Monitor sitzen. Moment einmal, der macht mich jetzt nervös. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leck mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Bin gleich wieder da. So. Da war es nämlich jetzt kurz vor knapp, weil da waren ja jetzt fast genau da eingegangen. Ich weiß nicht, ich weiß zwar nicht, wie die Frauen unter uns wie insektenaffin ihr hat, aber das wollte ich denke jetzt doch nicht, Adler. Okay. So, dann jetzt. Für Kratos gibt's nichts, was es nicht gibt. Es gibt ja keinen Bereich ohne Gegner. Warum kriege ich jetzt das Tutorial für Schwertwerfer?
Ohne Gegner wird's langweilig, ja, du hast da wieder recht. Schau, riecht einer sogar die Bude wieder her. So. Also ich tippe jetzt einmal, dass wir kurz vor Ende haben. Gehen wir in den Tag rum. Oh. Seine Tochter. Ich bin viel zu lange fort gewesen. Du kannst sie morgen früh sehen. Komm. Jetzt möchte ich einen kleinen Ring. Mit der Zeit wirst du vergessen. Alles, was du verloren hast, wirst du wiederfinden. Wenn es dies ist, was du brauchst für die Treue zu Ares, dann sollst du es auch haben. Es ist nicht real! Ich kann für dich real sein. Das Schwerste ist vorbei, Spartan. Du brachtest das ultimative Opfer. Gib dich uns einfach vollkommen hin und führe ein Leben in glückseliger Illusion. Niemals. Dann ist der Tod deine Wirklichkeit! Was soll das bedeuten? Dass du gleich stirbst. Du hast eine schlechte Wahl getroffen, Spartaner. Ah, jetzt hat er seine Augen wieder. Die glaube ich braucht einen guten Tag fürs Kreuz. Die glaube ich, der hilft kein Doktor nicht mehr. Die braucht... Alektos Kammer. Freunde, ich glaube, das ist der Endkampf. Ja, sie mit ihren Ausgeier ist eh klar. Bloßer Tant wird uns nicht besiegen, Schwester. Ein Zehner dagegen. Du widersetzt dich? Du Na. bist nur ein Sterblicher. Nö. Du hättest unser Angebot annehmen sollen, Athos. Jetzt wirst du für diesen Fehler büßen. Ich glaube, sie ist zintig. Ich bin die Königin der Furien. Ist mir wurscht, was du bist. Fick dich. Ja, war klar, dass die ihre Tage kriegt. Das andere Angebot war besser gewesen, ja.
What? Aua. Mal sehen, ob deine Brüder dir Gnade gewähren. Es gibt kein Entkommen. Aber ihr könnt ja vorher auch mal 1 gegen 1 kämpfen oder braucht ihr aber irgendwelche Geistermarionetten, damit das funktioniert? Du verursachst das selbst, Schwacher. Du bist nicht der, den Ares sich erhofft hatte. Okay, die ist richtig zintig. Die Alte. Du wirst für den Mord an Megera büßen. Hä? Was ist jetzt? Hallo? Kann mich nicht mehr bewegen. Hey, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist jetzt? Ach, da muss man den... Ah, okay. Paddelboot Weitwurf, ja. Vielleicht bratzen da weg. Ein Leben für ein Leben. Wow! Aua. Er schneidet nicht ab dann.
Oh oh. Ja, so kann man es auch machen. Oh mein Gott. Bringt er die jetzt schon um? Ah, ich wollte gerade sagen, das kann noch nicht alles gewesen sein. Freunde, ich glaube, das ist der Endkampf. Der Krakenmama himself. Oder herself. Also. Ist dezentig? Ich glaube schon. Klappe. Jetzt mal! Irgendwie habe ich gleich keine Gesundheit mehr, ich weiß es auch nicht. Oh, ich glaube, das ist das Ende.
Aua. Ah, sieh mir den scheiß Vogel. Ich glaube, der ist hinter sich. Du beschämst Sparta! Eidbrecher! Mit einer Schutzbremse war das nicht passiert. Nope. Guter Mann, Sie haben das falsche God of War in der Kategorie. Ich glaube, das tut der Straß nichts. Hä? Ich hab doch gedruckt. Right, what? Runde 2. Ich glaube, den kompletten Fight musst du nicht nochmal machen. Ah, das war aber heftig. Das war heftig, wenn du den kompletten Fight nochmal machen musst. Du beschämst Sparta! Eidbrecher! Auf dich gezogen. Oh ja, ich glaube, du bist da gleich am Arsch. Du bist es nicht wert, Spartaner genannt zu werden. Falsche Antwort. Ich habe deinetwegen alles verloren! Ja, der wackelt 14 Tage später, der Schädel noch. Oh, ich glaube, da hast du es gleich rüber ab. Sie waren nicht zufällig dort, Kratos. Sei doch. Ich geht. Du glaubst, du willst die Wahrheit? Da hat's noch kein Corona gegeben. Wird dir nichts als Schmerz bringen! Spoiler Alert. Der Einzige, der gleich Schmerzen hat, bist du. Sag ich doch. Mein Tod wird dich nicht aus deinem Wahn erlösen! Das interessiert ihn nicht mehr stark. Ole, ole, super. Dauer in die Depp. Ja, wo denn auch sonst hin? Oh, Freunde. Ich hätte nicht die Kraft für deinen Weg gehabt, Spartaner. Orkos, Ich hätte wohl auf meine Mütter gehört. Er hat kaum Namen. ich lebe lieber mit der Wahrheit. Ich fürchte, du wirst diese Worte noch bereuen. Denn Ares verfügt noch über deinen Bund. Das kann nicht sein. Bevor sie gestorben sind, machten meine Mütter mich erneut zu deinem Eidhüter. Willst du frei sein, muss ich durch deine Hand sterben. Ich verstehe das nicht.
Befreist du mich nicht, behält mein Vater seine Macht über dich. Schlimmer noch, ich werde in ewiger Qual leben. Ich habe genug unschuldiges Blut vergossen. Es gibt keinen anderen Weg. Zerstöre den Bund, töte Ares, erlange Vergeltung. Ich war nie der Krieger, den mein Vater sich gewünscht hat. Aber bitte, ich bitte dich, gewähre mir einen ehrenvollen Tod. Mit dem Tod von Orkos war der Bluteid mit Ares endlich gebrochen. Und die schmerzliche Wahrheit kehrte in Kratos' Bewusstsein zurück. Die Wahrheit über den Mord, den er begangen hatte. Den Mord an seiner Frau und seinem Kind. Das Blutbad, das sein unstillbarer Ehrgeiz angerichtet hatte, kehrte in völliger Klarheit zurück und wurde zu den Visionen, die ihn zeitlebens verfolgen sollten. Frei vom Wahn der Furie, doch noch immer von seiner Vergangenheit gequält, verließ Kratos das einzige Zuhause, das er je hatte, und zog los, um all seine Taten wieder gut zu machen. Ladies and Gentlemen, God of War Ascension. War das Spiel gut oder war das Spiel gut? Mr. Mozzo, komm mit dir. Ich glaube, das Spiel war gut, oder? Für die Vorgeschichte von God of War, denke ich mal, ich glaube, es hat eine 11 von 10 verdient, ja? Musikalische Untermalung gut. Für damalige Grafikverhältnisse wahnsinnig gut. Spielerisch wahnsinnig gut. Story, klar, die wird sehr stumpf erzählt. Aber, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja, das ist, wie gesagt, nochmal, für die das nicht wissen, das ist die Vorgeschichte zu dem eigentlichen, was in God of War passiert. Und Mozart habe ich dir. Nein, wir tun schon ein wenig weiter. Dort sind nicht runter. Also wir haben jetzt tatsächlich wirklich, es tritt jetzt der Fall ein, dass wir ein bisschen Reststream-Zeit haben. So, jetzt passt zu 8. Also am Abspann, meine ich, den kann ich sparen. Gut, Spiel, sehenswert auf jeden Fall. Wenn man God of War nicht kennt, ist bestimmt einmal nicht schlecht, wenn man es mal anschaut. Ja? So, Freunde, wir hätten jetzt noch eine gute Stunde Streamzeit. Jetzt ist die Frage, was macht man? Wir hätten jetzt folgende Möglichkeit. Entweder wir machen jetzt einfach noch gemütlich ein bisschen Just Chatting, dass wir einfach ein wenig labern. Wir können irgendein anderes Spiel anfangen. Ich hätte theoretisch den ersten Teil von Assassin's Creed hätte auf der Festplatte gerade rumliegen. Oder wenn ihr sagt, hey, wir wollen wissen, wie es weitergeht, wir können direkt jetzt im Anschluss mit dem eigentlichen God of War Chapter anfangen, God of War 1. Dann sage ich aber gleich dazu, da wird es grafisch ein kleiner Rückschritt, weil das war damals noch ein PS2-Spiel. Das ist aber ein bisschen remastered aufgrund von PS Now. Ja? Also es schaut jetzt nicht so krass pixelig aus wie damals, also es ist schon ein bisschen mit HD-Texturen überarbeitet worden. Es liegt jetzt an, was ein lieber ist. Ja? Das dürft ihr jetzt entscheiden im Endeffekt. Ich schau mir gerade mal Stelz von innen an. Was ist denn der Stelz? Alt F4. Oh. Hilfe. Okay, Fichteli sagt God of War.
Eigentlich muss es jetzt durchziehen bis zum 3. Leid, jetzt pass auf, machen wir ganz einfach. Da tun wir jetzt gar nicht lang runter. So. Kindchen geht's einmal 3 Minuten in Ruhe überlegen, was wir machen. Ja, spielen wir God of War, schmatzen wir oder spielen wir anders Spiel. Haut's in die Tasten. Dabei du hier mal eine andere Musik rein. So. Aber ich muss sagen, God of War Ascension, ich hab das Spiel jetzt bestimmt 10 Jahre nicht mehr gespielt. Ich hab viel nicht mehr gewusst, wirklich ganz viel nicht mehr. War erfrischend, das mal wieder zum Sehen, muss ich tatsächlich sagen. Ich sage auch gleich dazu, ich hab God of War 1 und 2 auch nur ein einziges Mal durchgespielt. Das einzige, was ich öfter gespielt habe, war God of War 3. God of War 3 habe ich bestimmt 4-5 Mal durchgespielt. Mit Sicherheit sogar, weil das war damals einfach mein erstes PS3-Spiel und das habe ich gesuchtet ohne Ende. Ja. Von daher, ich weiß jetzt von God of War 1 und 2 auch nicht mehr wirklich viel. Ja, das war also eigentlich relativ blind für mich sozusagen. Ich weiß die Story nur ein bisschen. Aber so wirklich, wo man hinkommt, was man macht, wie die Rätsel gehen, das habe ich bestimmt alles komplett vergessen. Alter, war gerade draußen mit kurzem Gewand in der Sonne, es ist warm. Ich bin jetzt dann gespannt, wenn ich ins Fitnessstudio fahre, wie es draußen ist. Also, wie gesagt, ich habe da jetzt Rollo herunter, wegen dem Greenscreen hinter, dass es von der Ausleuchtung her oben konstant ist. Also so wirklich vor der Tür gewesen bin ich halt noch nicht. Also wie gesagt, ich bin noch echt gespannt, wie das ausschaut. Von der Temperatur her. Aber wie gesagt, was sagt mein PC? Mein PC sagt 12 Grad sonnig und mein Handy sagt 13 Grad sonnig. Ja, okay, kommt sie hin. 13 Grad, aktuell 11 Grad. Ja, wie gesagt, mein PC und mein Handy haben sie fast einer Meinung. Also 12, 13 Grad.